Was geht ab, meine Freunde? Ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen YouTube-Video. Ihr werdet euch noch wundern, ein Clip kommt noch vorher, bevor ich meine Haare schneide. Aber das ist jetzt mein offizielles Intro da. Genau. Was geht da im lieben YouTube gemeint? Ich nehme an, das kommt erst im übernächsten Vlog irgendwann. Heute ist der 15. Das heisst, nächste Woche irgendwann am 26. oder so. Aber gleich wollte ich meinen Senf noch dazugeben. Und zwar, weil da die Totoro und der Moelo, die wollen auf Hochdeutsch wechseln. Im ersten Sinn finde ich das eine gute Idee. Sollen sie machen. Finde ich schön. Weil sie wollen ihr Hobby auch zum Beruf machen. Auf die andere Sicht finde ich es ein bisschen schade, weil sie haben immer gesagt, sie wollen den schweizerdeutschen Markt pushen und sie wollen mit Schweizerdeutsch gross werden. Also ich weiß nicht, ja, es ist immer so übergekommen, besser gesagt. Und deswegen haben sie ja schweizerdeutschen Content gemacht, weil sie wollen treu sein. Und ich glaube, der Meule hat mal gesagt, Hochdeutsch ist so wie etwas anderes, man muss sich verstellen. Und mit Schweizerdeutsch kann er einfach durchziehen und Schweizerdeutsch ist das, was ihm am natürlichsten überkommt. So wie bei mir zum Beispiel auch. Aber ich finde es eine gute Idee. Sollen sie es mal ausprobieren und wir supporten die Boys immer weiter. So komische Leute da. Ja. Mein Gott. Da. Zwei, oder? Ja. Oder brauchst du noch einen? Nein, vielleicht bitte. Also, sorry. Lul. Es sind einfach gerade Leute bei mir go 2 Stoffmasken und nicht einfach Leute andere. Heißt er, glaube ich? Ja, true. Ist er einfach gekommen. Sick. Also wenn irgendjemand, nicht Maske, bin ich los, Kappen, wenn irgendjemand Kappen braucht, meldet euch einfach. Ich kann da so viel Jocks über Kappen. Oh, es ist ein Spaziergang. Die sind halt einfach schon schön. Momentan mache ich gerade wieder so einen Spaziergang, weil, ja, wie soll man sagen, momentan bin ich wieder arbeitslos. Und nein, nicht wieder, sondern das erste Mal in meinem Leben, keine Ahnung. Ich hoffe, der Wind macht nicht aus. Zwar, eigentlich kann ich euch noch sagen, was momentan bei mir abläuft. Und zwar habe ich jetzt bei Digitec fertig gearbeitet. Das war leider noch ein befristeter Arbeitsvertrag. Aber ich bin guter Hoffnung, dass ich jetzt gleich wieder Arbeit finde. Habe ich da keine Angst. Im Sommer fange ich ja neue Lehre an. Ja, bis dann werde ich schon irgendetwas finden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr lieber habt, Winter oder Sommer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Winter lieber. Im Sommer bist du die ganze Zeit am Schwitzen. Und dann kannst du nichts machen, dass dagegen das Schwitzen ist, weil es einfach heiß ist. Und im Sommer kannst du einfach genug fest anlegen. Im Sommer, ich meine im Winter, kannst du einfach genug fest anlegen. Winterjacke anlegen, Skihose anlegen, Winterschuhe anlegen. Und dann ist es nicht kalt. Handschuhe anlegen. Pöck. Was wird ein Vlog? Wieder ohne Kochen. Und zwar heute gibt es Kalbsrahmgulasch. Das Rezept. Das kochen wir hier. Dazu brauche ich Fußgut zum Metzger, Salz, Bouillon, Zwiebeln, Paprika und Kalbsfuressen. Und dann sieht man sich, wenn die Zwiebeln und alles fertig geschnitten ist und wir beim Kochen ist. So, und jetzt kommen die Zwiebeln. Also jeder hier Zwiebeln kommen jetzt hier rein und werden so lange geschmort, bis sie ganz zusammengekehrt sind. Also alle Zwiebeln. Und nachher kommt ein bisschen Salz dazu, damit es besser zusammengekehrt. Und ein bisschen Saft rauslassen. Und so müssen nachher die Zwiebeln aussehen. Und jetzt kommt das Fleisch rein. So. Ja. Dann wird das angebraten und nachher sieht man es. Wenn das Fleisch jetzt im Brot ist, dann Süßgut dazu, vom Metzger, das ist mega gut. Dann wird jetzt gut angebraten, dann kommen die Zwiebeln dazu, und dann ein bisschen Wasser und ein bisschen Fleischbrühe. So, und jetzt tue ich die Zwiebeln wieder dazu, die ich vorher angedünstet habe. Relativ lang. Ja. Zwiebeln dazu, dann wird das alles gemischt. Und ihr habt gesehen, ich brauche ein Kilo Fleisch und ein Kilo Zwiebeln. Und dann habe ich hier Weisswein. Das jetzt schon auftun. Warte, das kann man weglegen. Der Weisswein und dann kommt jetzt rein. So. Und das Ganze wird jetzt eingekocht.
So, jetzt ist das Ganze eingekocht. Man merkt, dass schon wie alles dicker wird. Da bin ich jetzt ein gut Wasser, aber am besten wäre natürlich ein Bouillon, aber ich habe leider kein hausgemachten Bouillon daheim. Einfach ein gutes Wasser. Dann ich hier Bouillon, einen Löffel rein. Dann wird das Ganze nochmal untereinander gemixt, dass sich der Bouillon ganz auflöst. Ich bin mehr Fan von dieser Pastenbouillon wie von Gewürzbouillon. Und dann tun wir jetzt noch einen Schluck Rahm rein. Am besten voll Rahm. So. Und dann wird das jetzt gekocht für etwa 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann am Schluss werde ich es dann erst abschmecken, weil jetzt wird sich der Geschmack noch ein bisschen intensivieren. Und dadurch, dass es ein Kalbsangulasch ist, tue ich noch ein Paprika drin. Paprika passt nämlich immer. Und ich könnte auch jetzt schon ein bisschen Salz drin tun und Pfeffer. Ich glaube, ich mache das. Einfach nicht zu fest würzen im Voraus, weil der Geschmack tut sich recht einziehen. Und dann tue ich jetzt noch dazu 2 Lorbeerblätter für den Geschmack. Und dann sieht man sich, wenn ich das probiere, weil wir haben dort oben wieder einen Gäste. Und dann tue ich es einfach aus der Pfanne probieren. Jo. So, probiere ich mal. Wow, das ist so weich, wenn ich reinsteche. Probieren wir mal. Ich sehe mich jetzt nicht. Ich hoffe, ich bin auf der Kamera. Ist wunderbar. Ich kann es nur empfehlen, dass es nachher kocht. Ja, das wäre es dann von dem Vlog. Schöne, wir miteinander.